Cannabis-Legalisierung, Steuerreform, Euthanasie, Mariage pour tous. Das Themen delen Gesellschaft. Wie diskutiert Chamber über ein so kontroverses Sujet? Wie entsteht Konsensus bei Themen, wo jeder eine andere Meinung hat? Heute gucken wir 100 Kulissen von der großen Gesellschaftsdebatte. Willkommen bei Parliament Decoded. Ich bin Sven Klemmer, Piratendeputierten in der Chamber. Und heute gehen wir an die großen Debatten ran. Die Momente, wo die Chamber über Themen diskutiert, die die Lützeburger Gesellschaft an ihrem Kern betreffen. Wie entstehen also so große Debatten? Großgesellschaftliche Debatten entstehen oft aus gesellschaftlichen Entwicklungen oder internationalen Trends. Und als Parlament muss man oft über Sujets diskutieren, die moralisch, ethisch, ja, kulturell komplex sind. Beispiele für großen Debatten sind zum Beispiel der Mariage pour tous von 2014. Eine Debatte über Bestätnis für jeden war wohl sicher eine von den emotionalen Debatten, die als junge Politiker, die uns nach vorbei sind der Chamber, mal erleben kommt. Die Chamber hat sich lang, ja, intensiv mit diesem Thema befasst. Ich meine, hat eine klare Majorität dann aber für die Gleichstellung gestimmt. Vielleicht, indem sich zu lange damit beschäftigt. Das zweite Thema ist Cannabis-Legalisierung. Und als Pirat war ich von Anfang an ein Supporter von der Cannabis-Legalisierung. Das Debatte wird aber gewiesen, wie sich eine Gesellschaft über Jahrzehnte weiterentwickelt. Wir haben viele Expertmeinungen gelesen, an Heieren, Doktoren, Juristen, Polizisten, Sozialwissenschaftler. Brav, es war wichtig, alle Aspekte zu berücksichtigen. Und die dritte Debatte, die war mir schwer, das war die Stiftshilfe. Und das ist wohl von den schwersten Themen, denen als Deputiert konfrontiert kann. Es gibt ja ein fundamental früher Leben, Dignität und Autonomie. Und es hat 2009 schlussendlich bei Alzwänger Verfassungskrise gefordert. Wie lebt also so ein grosses Debatte auf? Ganz häufig fängt es an der Kommission, wo intensiv Studien zum Thema, Experimenten, Konsultationen mit der Zivilgesellschaft, Vergleiche mit anderen Ländern stattfinden. Zweitens geht es dann meistens gesellschaftlichen Austausch. Medien machen etwas, Petitionen kommen, Manifestationen fanden statt. Und dann kommen wir schon zur Plenardebatte, wo eine öffentliche Diskussion über die Fragen dagegen geht. Viertens, und Deputierten hier das Wort bei einer Aufstimmung zu. Und als Piratendeputierte sind ich starke Vertreter von mir progressive Positionen. Ich probiere dabei immer erstens auf wissenschaftliche Evidenz zu setzen, zweitens Bürgerrechte zu schützen und drittens Minoritäten zu verteidigen und dafür viertens rationale Argumente zu benutzen. Aber wenn ihr so diskutiert, wie entsteht da Konsens? Das ist nämlich faszinierend zu sehen, wie sich Positionen über Jahre entwickeln. Oft gibt es kontroverse Positionen eben schrittweise akzeptiert. Ein Beispiel. Gratis öffentlichen Transport, das war dem radikal geklungen hat und haut ganz normal ist. Weiter Beispiel aus den Mariage pour tous, von einer Minoritätsopinion zu einer majoritären Unterstützung. Der Cannabis von einem totalen Tabu zu gradueller Akzeptanz an. Die Euthanasie, ja, noch immer kontrovers, mir schon 2015 Jahre gesetzt. Und dabei spielen Medien eine große Rolle. Weil große Debatten gehen oft von den Medien verstärkt. Und als Deputierte muss ich dabei aufpassen, erstens komplexe Themen einfach zu erklären. Zweitens, Respekt zu weisen für unterschiedliche Meinungen. Und drittens, Fakten zu privilegieren. Und das vier und Emotionen. Und dabei gehen es Herausforderungen. Erstens haben wir einen Zeitdruck, weil gesellschaftliche Debatten brauchen Zeit mit Politik, will immer mehr sehr einlesen. Zweitens haben wir eine Polarisierung, Extremposition, kriegen DAX mehr Aufmerksamkeit. Und die Internationalisation, drittens, feiert natürlich dazu, dass auch als Lützeburg Debatte von internationalen Trends beeinflusst geht. Wie können die also machen? Erstens mal informiert dich, lese die verschiedenen Positionen. Partizipiert, mal bei Petitionen, Manifestationen, Leserbriefe. Kontaktiert der Deputiert, weil wir sind da für ihre Position zu hören. Mir immer denkt, bleibt respektvoll, auch wenn man deiner Position nicht einverstanden ist. Aber was sind die zukünftigen Debatten? Man wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren erwarten können, dass mehr Debatten über künstliche Intelligenz und Robotik, Klimawandel und Umweltschutz gehen nicht fort, Altersarmut und demografischer Wandel kommen, und Migration und Integration werden dabei eine wichtige Rolle spielen. Eine grosse gesellschaftliche Debatten definieren, wie wir als Gesellschaft gesehen, wie wir sind und wo wir hingehen. Und schon war es Platz für diese grosse Debatten demokratisch stattfinden zu lassen. Das ist wichtig, dass alle Stimmen gehört gehen, dass Entscheidungen auf Basis von Fakten und am Respekt getroffen werden. Als Bürger hat das Recht und Pflicht, und diesen Debatten zu. In der nächsten Episode gucken wir die Zukunft von der Chamber. Digitalisation, neue Formen von der Demokratie und die Herausforderungen vom 21. Jahrhundert. Abonniert den Kanal, also da ist. Bei welcher größer gesellschaftlicher Debatte gebt ihr gerne auf allem, wie wir machen. Welche Themen
sie für ihr am wichtigsten.